Julia Götz und ihre Werke. Zum ersten Mal wird sie die heute einem großen Publikum präsentieren. Das Besondere: alles, was Julia bastelt und designt, ist aus altem Zeitungspapier. Ich bin sehr aufgeregt. Wir schauen mal. Also ich bin echt gespannt auch auf die Reaktion von den Leuten, weil es ist ja mal was ganz anderes. Und hoffen mal, dass es vielleicht doch gut ankommt und die Leute begeistert sind von dem, was ich da mache. Dann sind wir startklar. Von ihrem Wohnort, dem 570 Seelendorf Unterleiterbach, geht es jetzt zusammen mit ihrem Lebensgefährten Stefan Gagel nach Strullendorf nahe Bamberg zum jährlich stattfindenden Kunst- und Kreativmarkt. Ich bin ja eigentlich nur Büro und habe halt in Sachen Basteln immer meinen Ausgleich gefunden. Und jetzt mache ich mal was ganz anderes, was man jetzt noch nicht so oft gesehen hat. Ja, jetzt kommt es langsam noch ein bisschen mehr raus, die Nervosität. Aber ich bin gespannt. Wirklich. Über 70 Aussteller präsentieren hier ihre selbstgemachten Kreationen. Die Konkurrenz ist groß. Stefan ist dabei als moralische Stütze und hilft ihr, den Stand aufzubauen. Mit gewebten, gefalteten und gehäkelten Objekten. Und dem Rohstoff, aus dem sie alle hergestellt sind. Ich freue mich auf ein paar schöne Gespräche vielleicht einfach und den Leuten zu zeigen, dass man aus Zeitung ein bisschen mehr machen kann als ab in die Altpapiertonne. Mir persönlich gefallen sie tatsächlich sehr gut. So in Grau oder auch rein das Zeitungspapier mal in einzelnen Objekten finde ich echt super. Ich hoffe, es klappt gut. Die ersten Besucher kommen. Ob sie gleich anbeißen? Nein, nur kritische Blicke. Schauen Sie mal genau hin, ob Sie es erkennen. Genau, das ist Zeitung. Ich sag nur, die ein Hobby haben, sind glückliche Menschen. Genau so ist es. Das finde ich auch Genau so. so ist es. Wieder. Gekauft haben sie nichts. Viel Erfolg. Dankeschön. Vielen Dank. Gerne anfassen, es passiert nichts. Das ist alles aus Papier? Es ist alles aus Zeitung. Aus Zeitung? Ja. Das haben Sie dann mit Lack. Das wird lackiert, genau. Oder getaucht. Sehr schön. Die sind getaucht ja, die sieht in man. Farbe. Die sind lackiert. Ja. Also das nicht. Aber sehr gerne. So, weil wir ja alles im sind, kriegt ihr dann noch ein Röschen mit. Danke. Ja, das gibt's von mir noch. Diese Besucherinnen hat Julia schon überzeugt. Genau. Passt. Ja. Wunderschön. Blattwandel nennt Julia ihre Altpapierkreationen und knüpft Kontakte mit allen, die sich am Stand noch nicht entscheiden können. Könnte das ein Interessent sein für den großen Zeitungsbaum? Stefan gibt sein Bestes und hat Erfolg. Ja, das war ein perfekter Match. Wenn ein Entsorgungsunternehmen, das hauptsächlich Papier entsorgt, Ja, dann haben wir doch dann. haben wir genau getroffen. Und schon ist das größte Werk verkauft. Wie genau entsteht so ein Spiralbaum aus Papier? Erstmal die Zeitung in Streifen schneiden. Das war jetzt eher so das Schwierige bei der ganzen Nummer, weil man braucht ein bisschen Fingerfertigkeit und ich habe sehr viel Zeitung auch weggeschmissen, bis ich es dann mal raus hatte und mir da einen kleinen Trick überlegt. Wir nehmen ein bisschen Kleber, der kommt hier oben drauf. Und dann wird das Ganze auf den Schaschlik-Spieß aufgerollt. Da, wo man Kleber hat, entsteht am Ende, und das relativ schnell, ein kleines Zeitungsröllchen, mit dem man dann arbeiten kann. Das macht man dann 3-4 Abende, bis man mal 1000 Stück hat, so ungefähr. Und dann kann man mit dem Ganzen weitermachen. Nach der Schule darf Julias Tochter Valentina oft mitbasteln. Heute mit der gleichen Technik wie bei den Spiralbäumen. Finger drauf, wir legen es drüber und hier musst du es daneben legen. Okay, dann nehmen wir das hier und machen das wieder. Und legen es wieder daneben. Willst du mal weitermachen? Ich tue das jetzt weg. So, jetzt der.
Ja, genau. So, jetzt schau, jetzt fehlt hier eins. Mach mal ein bisschen Kleber rein. Ich halt fest. Valentina Ist schon wünscht auf. sich eine rein weiße Lampe aus Papier. Dafür hat Julia nur die unbedruckten Ränder der Zeitung aufgerollt. Oh, mach rein. Perfekt. Einfach so. Genau. So, und dann geht's weiter. Widerlegen. Na schau, hast du das Prinzip doch schon verstanden. Solche Momente mit ihrer Tochter genießt Julia sehr. Naja, ich bin eher so der Mensch, der nicht so Brettspiel begeistert ist, muss ich sagen. Das stimmt nicht. Ja, natürlich spielt man mit seinem Kind, wenn es es möchte, ist klar, es macht jeder. Aber ich bin tatsächlich so, ich teile meine Leidenschaft dann doch gern mit ihr, auch gerade weil sie so kreativ ist und immer gerne malt, bastelt, was auch immer. Und das sind solche Kleinigkeiten, finde ich eigentlich immer so schön. Einfach das Zusammenbasteln. Das Schwierigste an dieser Technik ist es, die Röllchen ineinander zu stecken. Hat man sie dann aber endlich reingeschraubt, wächst der Lampenturm wie von selbst. Ein Kinderspiel. Die beiden brauchen nur etwas Zeit und Geduld. Und der kostenlose Zeitungsnachschub kommt inzwischen zuhauf von den Nachbarn. Dreh mal um. Und? Passt dir das so? Ja, wunderschön. Zurück in die Markthalle in Struhlendorf. An Julias Stand werden vor allem ihre Taschen gern in die Hand genommen. Ich habe ja schon gesehen, dass man Plastiktüten verhäkelt, aber mit Zeitung, das Ja, funktioniert was echt. Neues, ja, freilich, fassen Sie es mal an. Können Sie gerne mal in die Hand nehmen. Ja, cool. Ist auch stabil. Ja, super. Mal was anderes, Ja, ne? klasse. Bei Julias ersten gewebten Zeitungstaschen ist auf der Henkel gerissen. Nun arbeitet sie mit einer neuen Webflecht-Häkeltechnik. Ob das besser hält? Ich muss ja wissen, wie viel ich reinmachen kann. Und da gibt es natürlich auch Produkttests, die wir zu Hause veranstalten. Und dann schauen wir gerade bei der Tasche mal, wie viel die denn aushält. Julia hat sich eine neue Technik ausgedacht. Das soll das Ganze stabil machen. Ich habe es mir vom Häkeln quasi abgeleitet. Man kann die einzelnen Maschen quasi miteinander verweben. Der wird so aufgesteckt. Können es auch mit der Hand durchfriemeln, aber dann geht das Zeitungsröllchen kaputt. Oder ich habe auch einfach die Geduld, das jedes Mal da durch das Loch zu fummeln. Dann machen wir quasi Luftmaschen und häkeln es dann ineinander. Das wäre quasi der Anfang und dann dreht sich es immer weiter raus. Die letzten Abschlussarbeiten. Auch beim Rand der Tasche werden wieder die großen Luftmaschen wie beim Häkeln miteinander verbunden. Ihr treuer Gefährte Ferdinand leistet ihr beim Basteln oft Gesellschaft. Ja, 3 Wochen Arbeit. Aber ich bin fertig. Und nun der erste Belastungstest mit dem 7 Kilo schweren Ferdinand. Achso, okay, wir finden es schon mal toll. Ist das okay? Ist das okay? Ach Gott, wir legen uns gleich rein. Also, ich würde sagen, ja, schön. Passt? Oh Gott, okay. Das Jetzt kommt der echte Härtetest mit 12 Kilo Äpfeln. Das kann jetzt gut gehen oder du kriegst gleich einen oder auch nicht. Jetzt bin ich gespannt. Oh Gott, kriege ich überhaupt hoch? No, es hält. Das ist ja cool. Ja, doch. Also, es passiert, wie wir sehen, nichts. Es funktioniert. Ich bin jetzt echt selber überrascht. Es hält. Oh, das ist echt klasse. Und einfach nur aus Altpapier. Der Kreativmarkt in Strullendorf neigt sich seinem Ende zu. Taschen konnte Julia nicht verkaufen. Dafür waren die gefalteten Zeitungsrosen und geflochtenen Bäume sehr begehrt. Nach 9 Stunden muss jetzt alles wieder eingepackt werden. Es hat ultra Spaß gemacht. Ich fand es super, mit den Leuten zu reden. Auch wenn es finanziell jetzt nicht so perfekt gelohnt hat. Aber es war neu, es war was anderes. Ich bin happy.
Ich glaube, ich gehe weiter auf Märkte. Und mit diesen ungewöhnlichen Recyclingprodukten ist Julia Götz sicherlich überall willkommen.